gleich. Die Luft ist rein. Jetzt kann ich endlich meinen Brief fertig lesen. So. Und am meisten ärgert sich der Vater darüber, weil er nie glaubt hätte, dass du es wahr machst und auch gehst. Ach, Toni, wenn du wüsstest, wie schwer es die Mutter und ich jetzt mit ihm haben. Ich halt's nicht mehr aus und darum laufe ich auch weg. Ich bin am 27. bei dir. Bitte hol mich um 3 Uhr vom Bahnhof ab. Was, am 27.? Ja, das ist ja schon morgen. Ja, das geht doch gar nicht. Bei uns hat's ja überhaupt keinen Platz. Ja, die Moni, die muss sich woanders eine Unterkunft suchen. Morgen, Toni. Morgen, Karin. Oh, ich wollte dich nicht beim Lesen stören. Du störst mich nicht. Ich bin sowieso schon fertig. Was wärst denn du gar so nervös, ha? Ist das vielleicht ein Liebesbrief gewesen? Ach geh, das war doch bloß eine Rechnung. Eine Rechnung. Wie war's mit dem Busserl? Na, komm her. Morgen beieinander. Nein, hast du uns jetzt erschreckt. Hängen schon wieder beieinander. Na, das meine ich, muss ich mir noch schwer überlegen. Ob immer das Kreuz mit dem Weiberleid oder wenn die Buslerei schon in aller Früh anfängt. Na, ich glaub nicht, dass mir das gefallen kann. Da kriegst du bis auf die Nacht einen ausgefransten Mund. Wart noch, bis du mal drauf kommst. Da kannst du bestimmt nicht genug kriegen davon. Ja, wenn's du meinst, vom Essen da krieg ich ja auch nicht genug. Also deine Vergleiche sind ja wieder sehr passend. Wenn euch jetzt vorhin der Vater gesehen hätte. Hat er aber nicht. Mei, der arme Vater. Wenn der wüsste, was sich da hinter seinem Rücken alles abspielt. Wieso, was du wieder hast? Auch nichts anderes, als wie das, was sie damals zwischen ihm und der Mutter abgespielt hat, oder? Ja, bloß, ob der Vater damals schon bei der Nacht in Kammer hat können, das glaube ich wiederum nicht. Und der arme Toni, jeden Tag um 2, 3 in der Früh muss er sich in sein eiskaltes Bett zurückschleichen. Bah, wie das da vielleicht frieren. Sag einmal, wann schlafst denn du überhaupt? Hat, dass du das alles siehst? Schlafen? Na, bei der Arbeit? Ja. Weil mein Vater seine klebrigen Händel, die kann ich doch sowieso schon im Schlaf. Ja, jetzt machen wir mal weiter, ich habe einen Hunger. Ich möchte bloß einmal wissen, ob dich überhaupt irgendwas interessiert, außer dem Essen. Also, interessieren und gefallen hat mir, so rein vom Optischen gesehen, eine Frau mit einer solchen Oberweiten und so einer Taille. Und solche Fürs. Na, wieso denn so große Fürs? Damit's bei der riesen Oberweiten das Gleichgewicht halten kann. Morgen. Okay. Hey, Anderli, was ist denn mit dir los? So hilfsbereit? Also kennen die ja gar nicht. Weißt Mutter, wenn ihr einen Hunger habt, dann verliere ich einfach die Beherrschung. Mir scheint, du bist immer am Verhungern. Liebe Leute, merkt's euch, esst so viel ihr könnt, weil ihr wisst ja nicht, ob's morgen noch was gibt. Ja. Und wenn's dir mal zerrissen hat, dann lass mir auf deinen Grabstein schreiben, doch hungern konnte er nie. Wo bleibt denn der Papa schon wieder? Papa, das Frühstück ist fertig. Ja, so, mein Meisterstück ist fertig. Der erste Preis ist mir so viel wie sicher. Ja. Meinst nicht, Vater, dass du wieder ein bisschen zu viel Zucker und Mehl da dran hast? Was? Die staubt bestimmt beim Anschneiden. Da versteht doch ihr Jungen gar nichts davon. Ihr meint, wenn in der Schule was lernst, ist nicht lang schon gar nichts. Die langen Jahre Erfahrungen machen einen guten Bäcker und Konditor. Nicht die paar Jahre, wo du in der Schule lernst. Ja, ich frage mich dann bloß, warum ich in die Schule gehen soll und Bäcker und Konditor lernen. Dass du was lernst. Und später darf ich dann bloß dein klebriges Zeugs machen. Dankeschön. Andreas, ja, wie sprichst denn du mit dem Vater? Also ich weiß nicht, Vater. Immer wenn ich recht hab, dann wirst du so vornehm und sagst Andreas zu mir. Wo ich doch sonst immer dein Andal bin. Ja. Ihr werdet es schon sehen, meine Lieben. Ich mach den ersten Preis. Also ich bin mir ganz sicher, dass der Papa heute eine besonders gute Tortenbacher hat. Gell? Ja. Ja, ich halte auf alle Fälle ganz fest die Daumen. So. Ja, und ich auch. Ja. Alle zwei Ja, drück gut, ich dir. gut. Du, vielleicht hast du Glück und du gewinnst tatsächlich was. Ja, Vater, also hingehen würde ich auch auf alle Fälle. Was? Weil so viel ich gehört hab, gibt's da außerdem Trostpreise.
Ja, ganz so schlecht wird der Vater auch wieder nicht. Ja. Er meint, dass er vielleicht doch noch Vorletzter wird. Jetzt nur spitteln. Heute werde ich euch beweisen, auf was es ankommt. Ja, auf deine jahrelange Erfahrung. Wissen wir schon, Vater. Lass mir doch mehr Ruhe. Alle miteinander. Na. Ja. Na, dass sie die Alten nie was von uns Jungen sagen lassen. Ja, wem sagst du das? Also, Anderl, so kannst doch du mit dem Papa nicht reden. Das gehört sich nicht. Weil er sich doch auch gar nichts sagen lassen will. Weißt, die Semmeln und das Brot, die macht er ja ganz gut. Aber die süßen Sachen, die werden immer ein Gauer so süß. Heutzutage, da schaut doch alles auf seine Figur. Da ist keiner mehr so viel Zuckerzeugs. Also, jetzt hörst du aber auf. Es gibt genügend Leute, die nicht auf die Figur schauen. Wer hat dir denn den Schmarrn wieder eingeredet? Das hat mir der Toni gesagt. Und ich glaube ihm das. Weißt, ich möchte mal ein guter Bäcker und Konditor werden. So einer, der mit der Zeit mitgekommen. Und nicht einer, der auf das schwört, was vor 20 Jahren mal aktuell war. Nein. Also, Anderl. Mutter, da muss ich bei dem Anteil schon recht geben. Ja, schau, Leute arbeiten doch heutzutage körperlich nicht mehr so schwer. Nur müssen sie halt aufpassen, dass sie nicht zu dick werden. Also ich muss sagen, mir schmecken mein Bruder seine Hörnl und seine Krapfen. Und warum? Gerade weil's so süß sind. Ja, du isst das doch bloß aus Bruderliebe. Du, jetzt fangst nachher an, gell? Also immer, wenn ich recht hab, dann krieg ich ein Watschen. Wie wird das erstmal sein, wenn ich im Unrecht bin? Ich glaub, dann kann ich mein Testament machen, weil dann erschlagt's mich. Da hab ich bei dir überhaupt keine Angst. Weil du redst schon so lange hin, bis du wieder im Recht bist. Meinst du? Ja. Aber sicher. Gut, dann kann ich's euch ja jetzt sagen. Was denn? Ab nächsten 1. ändere ich meinen Lehrvertrag. Was? Ja? Ich möchte nämlich, dass der Toni mein Lehrmeister ist und nicht der Vater. Das kannst du gleich aus dem Kopf schlagen, Anderl. Erstens einmal bin ich kein Meister und zweitens einmal darf ich deinem Vater nie in den Rücken fallen. Auch wenn ich anderer Meinung bin als er. Also, Anderl, so ein Gerät will ich nicht mehr hören, gell? Außerdem wird euer Vater damit niemals einverstanden sein. Ja gut, dann streike ich und geh zur Wasserwacht. Warum denn gerade zur Wasserwacht? Ja, falls unser Geschäft einmal untergeht, dann kann ich mich wenigstens freischwimmen. Vielleicht kriegt der Vater wirklich einen ersten Preis für seine Torten. Mein Gott, wäre das schön. Du, das wäre eine Reklame für unser Geschäft, gell? Ja, das geht in der letzten Zeit sowieso nicht mehr so gut. Was heißt denn da in der letzten Zeit? Ja, aber nur weil der Meister nicht auf uns hört. So, ihr werdet es schon sehen. Der erste Preis ist mir heute sicher. Die mit ihrem modernen Klump, da haben die gar keine Chance. Das Alte hat sich noch immer bewährt, jawohl. Ich hoffe ja so, dass du recht hast, Papa. Da brauchst du keine Angst haben, mein liebes Weib. In der Beziehung bin ich ein Genie. Ja, überall geniert er. Was sagst du? Ah, nix. Ja. Was ist denn, musst du mit einer Krawattel? Muss ich an alles denken, ha? Brauchst ich jetzt oder brauchst es du, Ja, ha? ich brauchst, du schaust schön aus mit meiner Krawatte. Ja, yes. Und ich werde gleich nach dem Meisterstück schauen. Ich hoffe bloß, dass nicht wieder gar so süß ist. Also der jetzt doch nicht ständig an eurem Vater rumkritisieren. Der macht das schon richtig. Liebe Tante Zilli, wir kritisieren nicht, wir stellen nur Tatsachen fest. Aha, Tatsachen stellst fest. Ja. Jawohl. Aber Tatsache ist, dass euer Vater ein ausgezeichneter Bäcker und Konditor ist. Wir sagen doch auch gar nichts anderes. Aber er kann schon um ein Stückel besser sein. Ja, vielleicht. Aber das euren Vater beibringen, das wird euch nie gelingen. So, da ist ja das Meisterstück. Die Jury wird schauen. Die haben so eine schöne Torte überhaupt noch nicht gesehen. Ja, das glaube ich auch. Ja. Ah, du Papa, Was? der will's mal sehen. Die ist bestimmt wunderschön. Au, Dass du deine Finger weg. aber Schleifen darf ich drum machen. Ich brauch keine Schleife. Papa, das du kommt brauchst gut. der Schleife. Was? Schau her. Meinst du wirklich, ja? Kabelband. Ja? Meinst du nicht, dass das zu auffällig ist? Ja? Na, Papa. Du Nee? musst dir eins merken. Das Wichtigste ist immer, wie man seine Sache anpreist. Vielleicht hast du ja Glück und deine Torte wird nicht probiert. Ja. Und du gewinnst schon wegen dieser Schleife den ersten Preis. Ich sag dir was. Wenn du mich weiter so frotzelst, dann wirst du eines Tages einen fürchterlichen Rumschlag hineinlaufen. Glaub mir das. Geh, Vater, jetzt reg dich doch nicht auf.
Du wirst dich doch heute an deinem großen Tag nicht an deinem minderjährigen Sohn vergreifen wollen. Ach, was schon. Hab's wieder alle gern. Hammer, Vater, Ja. Hammer. So. Da hast du meine jetzt deine Krawatte. Krawatten. Da, das her. Mach mir das So. auch. Aha. Na, wie schau ich aus? Hä? Als wenn's da auf Brautschau geht hast. Sag einmal, wo hat denn der sein freches Maulwerk her? Ha? Von mir hat er's nicht, höchstens von dir. Also jetzt da. Ist Der er Lehrer wahr? Mooseder hat gesagt, das ist Vererbung. Wie der Vater, so der Sohn. Der Lehrer Mooseder, wie konnte der sowas sagen? Bei dem bin ich ja nur noch ein Jahr in die Schule gegangen, und zwar das letzte. Ja, aber das eine Jahr, das hat ihm gelangt. Was? Ach, Blödsinn. Also auf mich braucht ihr heute nicht zu warten. Bei mir kann es spät werden, ne? Wir werden vielleicht noch meinen Sieg begießen müssen, gell? Also, bitte. Na, also wie man da so von sich überzeugt sein kann, ich verstehe das nicht. Nein, vielleicht hat der Vater recht und er wird tatsächlich Erster. Ja, aber bloß vielleicht. Oh, ich glaube, da ist jemand im Lohn. Ich schau mal schnell. Ja, dann bringe ich der Karin gleich noch frische Semmeln aus der Backstube noch. Frische Semen bringt er ihr nach. Mein Gott, nein. Du stell dir vor, was das war, wenn der Papa wirklich einen ersten Preis gekriegt hat. Also ich bin ja so aufgeregt. Brauchst du nicht aufgeregt sein, Mutter. Der Vater könnte mit der Sirsten dort bestimmt nicht. Die pappt doch vor lauter Zuckerguss. Also Anderl, so redet man nicht über seinen Vater. Dein Vater ist ein ausgezeichneter Konditor. Ja. Mein Gott, nein, er ist halt noch einer vom alten Schlag. Ja, das spüre ich an seine Schläge. Und drum hält er von uns jungen Leuten auch gar nichts. Also das würde ich wiederum nicht sagen. Denn ich hätte zu meinem Vater das nicht sagen dürfen, was du zu deinem Vater sagst. Ich schau jetzt in Lohn aus, vielleicht braucht mir die Karin. Ja, jetzt bestimmt nicht. Ja, wie meinst du denn das? Ja, der Toni wird ja schon kräftig unter die Arme greifen. Also du redst halt einen Schmarrn. Na, wenn das jetzt halt alles zum Frühstücken war. Ah, vielleicht ist noch was im Kühlschrank. Du Anderl, kannst mir nun gefallen, oder? Ja, das kommt ganz darauf an. Wenn es nicht in Arbeit ausartet, dann schon. Du musst aber deinen Mund halten. Um das, was ich dich bitte, das bleibt vorerst unter uns, verstanden? Großes Indianer-Ehrenwort. Also pass auf. Ich hab auch Torten für den Wettbewerb gemacht. Ja, aber ich kann schlecht hingehen. Wenn mir der Vater sieht, dann schmeißt er mich hinaus. Die Torten müssen aber noch, bevor der Vater Torten ist, abgeben werden. Aber wenn ich jetzt weggehe, das wird auffallen. Das heißt also auf gut Deutsch, ich soll für die Torten abgeben. Genau. Du, das mach ich. Aber wie soll's denn dann heißen? Ja, auf den Namen kommt's nicht an. Jede Torten gilt eine Nummer, so dass keiner von der Jury weiß, von wem das die Torten ist, damit eine gerechte Entscheidung getroffen werden kann. Warte, ich bring das gleich. Jetzt hat der auch eine Torten gemacht. Also bis jetzt habe ich mir gedacht, dass ich der schlaue Fuchs hier bin. Aber ich muss sagen, der Toni ist auch nicht auf den Kopf gefallen. Oh, da ist. Und die Bitte, pass gut drauf auf. Und jetzt beeil dich, dass du vor deinem Vater dort bist. Am Ende sieht er dir und dann war alles für Katz gewesen. Du kennst mich doch. Auf mich, da kannst du dich verlassen. Wenn's sein muss, dann bin ich schneller als der Gib einfach drauf, oh. Bring's lieber im Ganzen hier, da sind meine Gewinnchancen besser. Ja, das glaube ich auch. Also, vierte bis später. Ja, und vergiss den Zettel mit dieser Nummer nicht, gell? Mei, hoffentlich bin der dort ganz hin. Der Hundsball, der Miserablige. So, Gott sei Dank, niemand mehr auf. So eine Bagage, so eine gemeine. Ja, was mache ich denn jetzt mit dir, ha? Oh, ja, wenn's wenigstens echt wäre, dann wüsste ich schon, was ich damit mache. Da, du. Na. Das darf doch nicht wahr sein. Die von der Jury verstehen einen Dreck von einer guten Torten. Und keine Auszeichnung.
Die sind froh sein, haben gesagt, wenn ich noch einen Trostpreis kriege. Und haben mir das Pupperl in die Hand gedrückt. Und weil meine Torte zu süß war, haben sie gesagt, da hast du ein Zuckerpupperl. Und haben recht dreckig gelacht dabei. Mei, hab ich mich geschämt, wie ich mit der nackerten Puppen durch den ganzen Saal laufen hab müssen. Einer hat mir sogar noch nachgeschrien, ob ich mit der heute Nacht noch was anfange. Ja, so eine Blamage, wenn ich wenigstens der Zweite oder der Dritte geworden wäre. Aber letzter und Trostpreis, eine Puppen. Was mache ich denn mit der? Meine Leute, wenn die sehen, die lachen mir aus. Ich bin ein blamiert bis auf die Knochen. Was tue ich denn da damit? Ha? Ah, ich weiß schon. Sag ich her, mein Lieber. Ja, schau, da weit kommst du in den Schrank rein. Da hängt jetzt einmal rein bis morgen. Danach werde ich schon einen anderen Platz finden. Schau, da rein. Schau, jetzt. Na. Wer hätte es gedacht? Und ich habe mir das so schön ausgedacht und vorgestellt. Ein großes Plakat hätte ich in mein Schaufenster reingestellt. Mit Goldbuchstaben hätte ich draufgeschrieben, Zuckerbäcker Nummer 1. In Schlangen, in Scharen wären die Leute zu mir in meinen Laden gestürmt. Aber so nichts ist. Nein, ins Bett gehe ich auch nicht. Da ist Melanie drin und die wird mich gleich fragen, was ich für einen Preis gekriegt habe. Nein, ich bleib da herassen. Ich schlaf gleich da. Und nachher heißt mir nicht friert. So. Na, letzter. Na, darf gar nicht rot hinter. Ah. Mei, Toni, komm schnell, der Vater. Ja, der Meister. Du, der muss aber gestern ganz schön bechert haben, wenn er sein Bett nicht mehr gefunden hat. Ich meine, weil da gehen wir schon voraus, bevor er aufwacht und saugrantig ist. Dem sein Kopf möchte ich halt nicht aufhaben. Nein, ja nicht, geh zu. Also mein Bruder, schämen sollte sie. Also das ist doch nicht zu fassen. Heute am Sonntag und nicht einmal eine frische Tischdecken drauf. Also um alles muss ich mich selber kümmern. Wie spät ist denn schon? Ja. Ui, schon 7:15. Um Gottes Willen. Ja, da werde die Kirche gleich angehen. Um Gottes Willen. Mein Zuckerpupperl ist auch noch in dem Schrank drin. Was mache ich denn mit der? Wo tue ich denn die hin? Ah, ich weiß schon. Ah, in die Backstube. Heute ist Sonntag. So, geh raus. Heute ist Sonntag. Da kommt sowieso niemand in die Backstube. Jetzt der weiter Pupperli da gehen. So. Kein Mensch mehr im Haus, mit dem ihr reden könnt. Jetzt ist der auch nicht mehr da. Was tue ich denn bloß? Nein, da mach ich nicht mehr auf. Die war so greislich hin. Zilli, bleib ganz ruhig. Gebrauche deinen messerscharfen Verstand. Polizei. Jawohl,
Die Polizei. Die rufe ich habe aber keine Nummer. Notruf. Jawohl. Jawohl. Wenn man in Not ist, dann ruft man. 110. Die werden mir gleich helfen. Wie lange die brauchen, bis die abheben? Also mir, wenn unsere Kunden so lange warten lassen würden, unsere Semin war schon altbachen. Hallo? Ja, grüß Gott, spreche ich da mit der Kriminalpolizei? Bitte? Sie verbinden. Ja, aber bitte schnell. Jetzt verbindet er noch. Grüß Gott, ist hier die Kriminalpolizei? Ich meine dort. Ja, also, ich bin die Zilli Holzer aus der Häberlgasse, ja. Und ich habe einen Mord zu melden. Ja, bitte? Wie das passiert ist? Ja, das weiß ich nicht. Also jetzt passen Sie auf. Es war so, ich komme von da drüben, komm ich so raus und mach da den Schrank auf. Den da, ja, der da in der Ecke steht. Und stellen Sie sich vor, da hängt doch tatsächlich eine nackte Frau drin. Ja, jawohl, splitterfasernackt. Wenn ich es einer sage, bitte, wie sie heißt? Moment, ich frage schnell. Nein! Hallo! Sind Sie noch da? Ich meinte natürlich, ich kann Sie nicht mehr fragen, weil es ja tot. Jawohl, ganz tot. Wer es umgebracht hat? Also Sie fragen mich Sachen, das ist doch Ihre. Jawohl, also passen Sie auf. Splitterfasernackt. Eine frauliche Leiche. Was sagen Sie? Das kann ich natürlich nicht sagen, weil ich mache auch immer das Licht aus, wenn ich mich ausziehe. Ach, das interessiert Sie nicht. Ja? Was? Ein Sittlichkeitsverbrecher in unserem Haus? Jawohl, ich werde ihn nichts berühren, aber bitte kommen Sie doch schnell jetzt vorbei. Ja, Dankeschön. Ja, gut. Wiederhören. Nein, das möchte man doch nicht glauben. Nichts anrühren, hat er gesagt. Nichts anrühren, hat er gesagt. Zum Schluss hat der Mörder noch mit seiner Leiche telefoniert und ich habe die Fingerabdrücke jetzt abgewischt. In unserem Haus ein Sittlichkeitsversprechen. Es ist nicht zu fassen. Also eines weiß ich bestimmt. Ab heute Nacht sperre ich meine Schlafzimmertür immer zu. Oder soll ich es besser auflassen? Wäre vielleicht auch. So, aber in unserem Haus. Also, du, jetzt sind wir fertig. Komm, schick die. Was sagst du? Kirch geht gleich an. Leni, das ist gut, dass du da bist. Was? Leni, ich muss dir was sagen. Ja, was ist denn? Du bist ja ganz durcheinander. Leni, schau mir da den Schrank an. Ja, und? Leni, in dem Schrank ist eine nackte Frau. Was? Ja. In meinem Schrank Ja. ein nackter Zweiberts? Ja, Ja, wir konnten die da nicht. ich hab's nicht gefragt. Der werde ich was erzählen. Hoffentlich hört's dich. Sie wird. Verlass dich drauf. Das glaube ich nicht. Leni, Was denn? Leni muss dir nämlich noch was sagen. Ja, was denn? Die ist tot. Was da? Mausdreckerl tot ist. Also, Zilli, wenn das jetzt ein Scherz sein soll, dann kann ich nicht drüber lachen. Nein, das ist kein Scherz. Bitte, mach halt auf, dann wirst du schon sehen. Geh nur hin. Wieso denn ich? Du willst mir doch was zeigen. Nein, ich hab's doch schon gesehen. Mach doch du auf. Komm jetzt, mach doch du auf. Nein, ich kenn's doch schon. Mach halt auf. Mach nicht zu. Also auf. gut. Also gut. Lebt's noch? Ach, Zilli, das waren doch bloß Kleiderbügeln. So, sonst nichts. Leni, das gibt's nicht. Leni, das gibt's nicht. Ich hab sie da drin gesehen. Die ist in diesen Schrank gehängt. Wieso gehängt? Ja, weil's gehängt ist. Die ist am... Jawohl. Eine Krawatten hat's um den Hals gehabt und da war's aufgehängt. In dem Schrank. Ich hab's genau gesehen. Leni, glaub mir's doch, ich hab's doch gesehen. Also, Zilli,
Zilli, wenn sie tot gewesen war, dann wär sie noch drin, oder hast du schon mal eine Tote laufen sehen? Nein, das nicht, aber ich hab sie da drin gesehen und was ich gesehen hab, das hab ich doch gesehen. Ja, ist ja gut. Zilli, jetzt sitzt die her. Du, ich mein immer, du schaust viel Krimi so im Fernsehen. Nein. Du hast doch eine Brille auf. Dann schau halt genau hin. Leni, bitte glaub mir, ich hab genau hingeschaut und die ist da drin gehängt und was ich gesehen hab, das... So ist gehängt. Ja, ist ja gut. Man kann sie ja auch einmal tauschen lassen. Du machst dann ganz blöd. Tatsächlich. Da, jetzt komm. Tatsächlich, Jetzt, die ist nicht mehr da. nimm, Das gibt's doch nicht, ich hab's doch selber da drin gesehen. jetzt nimm Baldrian, Tropfen Hast recht. und dann vergiss das Ganze. Gut, und wie viel meinst du, ich nehme? 10 Tropfen gegangen. Gut, also 7, 5, 3. Komm. So, jetzt. So. Ist der jetzt besser, ha? Ja, gut. Der Zilli! Was ist denn los? Du hättest doch die Tropfen nehmen sollen und nicht ich. Jetzt hör auf. Komm. Ich hab Zeit und jetzt schick die. Wieso? Der Pfarrer wartet nicht Der lang. Pfarrer, der kann mich halt gern haben. Na, ich geh doch nicht in die Kirche. Ich bin doch so aufgeregt. Mir zittern jetzt nur die Knie. Ist ja gut, dann leg dich hin. Aber geh nicht wieder auf Leiden. Leni, bleib doch da. So. Jetzt sind wir so weit. Die glaubt mir nicht. Ich kann sie ja selber nicht mehr glauben. Die Bauchstunde ist mir auch so unsicher. Ja, wo tue ich die denn bloß hin? Sagen, jetzt weiß es, wo du hinkommst. Du kommst jetzt in die Besenkammer, jawohl. Komm, mein geliebtes Wesen, jetzt kommst du zu den anderen Besen. Na, jetzt, Gustl, jetzt erzähl heute mal, wie war's denn gestern? Ich habe dir jetzt nichts zu erzählen. Wenn ich was zu erzählen habe, dann werde ich schon sagen. Jetzt mag ich nicht. Auwe. Seiner Laune noch war's gestern nix beim ersten Preis. Ja, herein. Grüß Gott. Grüß Gott. Wohnt hier eine Frau Zilli Holzer? Ja, das ist meine Schwägerin. Aha, die Schwägerin. Ja, meine Schwägerin. Ja. Ja, was ist mit ihr? Kriminalpolizei. Ida ist mein Name. Ida. Was? Um Gottes Willen, Grippo, Ida. Ja, was ist denn passiert? Ihre Schwägerin hat bei uns einen Mord, wahrscheinlich einen sittlichen, gemeldet. Ihre Schwägerin. Was? Ein Mord? Ja. Ein sittlichen? Ja. Bei uns? Ja, bei uns. Ich meine, bei uns gemeldet, bei Ihnen gemordet. Na, also, das muss ein Missverständnis sein. Bei uns ist noch keiner sittlich gemordet. Aha. Sie leugnen. Sehr verdächtig. Kann ich jetzt die Frau Zilli Holzer sprechen? Ja, bitteschön. Aber Sie werden ja sehen, dass das ein großes Missverständnis ist. Das scheint ja ein sehr interessanter Fall zu werden. Und wenn ich den Mörder zur Strecke bringe, ist mir diesmal endlich eine lange nicht mehr gehabt, eine Beförderung so gut wie sicher. So, jetzt erzähl ich, jetzt sagen Herrn Kommissar, dass du gar keinen Mord bemeldet hast. Einflussen Sie die Zeugin nicht. Ja, Frau Zilli Holzer. Hier? Ja, haben Sie heute Morgen... Nein, heute, nicht morgen. Ah ja, ich meine, haben Sie heute früh bei uns angerufen oder ja? Oder ja? Oh, na, sehen Sie.
Ja, aber ich habe ja nur angerufen und habe gemeldet, dass bei uns im Schrank eine nackte Frau hängt. Mehr nicht. Ja, um Gottes Willen, Zilli, bist denn du narrisch, wann wir kannst denn du so was... Bip, Bip. Nicht so oft Bibi, sonst kommen wir Tränen. Bitte beeinflussen Sie die Zeugin nicht. Richtig. Bitte befluss mich nicht. Jetzt glauben Sie mir, das ist ein Missverständnis. Gell, Zilli? Bei uns liegt eine Anzeige vor und deshalb werde ich der Sache nachgehen. Frau Holzer, wo ist, respektive, wo war die Leiche? Also, das war so. Als ich den Schrank aufgemacht habe, dann ist die da drin gehängt. Wo sie sich jetzt hingehängt hat, weiß ich nicht. Ja, hier in diesem Schrank. In diesem Schrank. Öffnen Sie. Ja, sagen wir von der Polizei oder Sie? Ah ja. Reine Vorsichtsmaßnahme. Ja. Ja, sagen Sie es jetzt. Es ist keine Leiche da drin. Ja, das weiß ich jetzt selber. Ja. Leiche verschwunden. Wahrscheinlich zwecks Irreführung beiseite geschafft. Mein Gott, na, jetzt glauben Sie mir's doch endlich einmal. Hier gibt es keine Leiche. Sie gestatten, dass ich mich im Hause umsehe? Ja, bitteschön. Lassen Sie ja noch nicht aufhalten. Aber finden werden Sie nichts. Aha. Laut Angaben von Frau Holzer, Leni. Leni, ist die Leiche nicht mehr im Hause. Wahrscheinlich verbrannt, vergraben oder ertränkt. Und deshalb werde ich mir die anderen Räume noch auf etwaige Wasserspuren untersuchen. Ja, um Gottes Willen, was rennst denn da daher? Das habe ich ja nie im Leben gesagt. Wenn die Leiche nicht mehr auffindbar ist, kommen ja nur diese drei Alternativen in Frage. Darf ich jetzt mit der Untersuchung beginnen? Ja, Sie können ruhig bei mir anfangen. Ja, also bitteschön. Tun Sie sich keinen Zwang an. Aber mich müssen Sie entschuldigen. Ich finde die ganze Sache so dumm. Aha. Ja, dann reden wir mal. Wo, Bibi? Da draußen. Nein. Wo bitte ist die Küche? Ach, die Küche. Die Küche ist Tada. Aha, Tada. Also Frau Polizist wäre auch nicht schlecht. In der Besenkammer kann ich es auch nicht mehr liegen lassen. Ich muss mir einen anderen Platz suchen. Maria, nicht einmal zum Nachdenken hat man Zeit. So, da hinein. Das ist ja allerhand. Also alles braucht man sich ja nicht gefallen lassen von der Polizei. Schaut doch der tatsächlich in meinem Küchenschrank nach, ob kein nackerts Weiberts drin ist. Gustl! Gustl, wo bist denn? Ich komm gleich! Bist in der Bachstube? Leiche nicht zu finden. Sag einmal, was schreist denn ununterbrochen? Ich hab keine Zeit. Du stell dir vor, der sucht eine Leiche bei uns. Was? Eine Leiche? Ja. Bei uns? Ja. Das soll wohl ein Witz sein. Kriminalpolizei. Eder ist mein Name. Hä? Sind Sie der Herr Holzer? Eder, tatsächlich, wie man nur Eder heißen kann. Eder heißt nicht jeder. So, ja. Sind Sie der Herr Holzer? Ja, der bin ich. Warum? Was wissen Sie über den Vorfall? Was für ein Fall? Vorfall? Ich weiß nicht. Was denn für ein Fall? Laut Angaben Ihrer Schwester
befand sich heute früh so gegen 7:15 Uhr, kann auch 16 gewesen sein, hier in diesem Schrank eine nackte, strangulierte Frau. Was, in dem Schrank da? Ja, hören Sie doch auf, Herr Krimi. Wer soll denn da eine nackte Leiche reinkommen? Noch dazu eine gamulierte... Strangulierte. Sie wissen also auch nicht. Ich weiß gar nichts. Sehr merkwürdig. Passen Sie auf, Herr Polizeioberhauptmann. Leider erst Hauptkommissar. Ja, also, wenn es nach mir ging, waren Sie schon lange Polizeipräsident, ja. Also, darf ich Ihnen was zu essen anbieten? Wollen Sie Brotzeit machen? Nein, danke. Nein, ich esse grundsätzlich nichts, wenn ich auf Leichensuche bin. Also zumindest so lange nicht, bis ich die Leiche gefunden habe, beziehungsweise weiß, wo sie sich aufhält. Ja, und dann gibt's ein Leichenmahl. Ja. Lassen Sie mich also noch einmal recherchieren. Ja. Also hier in diesem Schrank. Da ist gar nichts. Überhaupt nichts, da ist gar nichts drin. Ne? Das weiß ich jetzt selber. Das wissen Sie schon. Ist das ein Gaudi? Aha, da ist ja noch jemand. Wer bitte sind Sie und was bitte ist eine Gaudi, wenn ich fragen darf? Ja, fragen dürfen schon, aber ob sie eine Antwort kriegen? Wer sind denn Sie überhaupt? Kriminalpolizei. Ist das ein Eder heißt er. Ja, Eder. Ich meine, kriege ich jetzt eine Antwort oder wie? Ja, also ich bin der Toni und die Gaudi, die Gaudi. Ja. Die Gaudi, das ist das, dass ich gerade an ein ganz sauberes Mädel gedacht habe. An ein lebendiges? Haben Sie schon meine saubere Tote gesehen? Ich meine, ist es nicht noch möglich, dass nicht mehr ganz so lebendig war? Ja, du stell dir vor, Toni, der Herr sucht eine Leiche bei uns. Ich Ja. weiß auch nicht. Was, eine Leiche? Ja. Da, bei uns? Ja. Das Lachen wird Ihnen schon vergehen. Sehr merkwürdig. Auf alle Fälle werde ich den Fall aufklären. Ja, passen Sie mal auf, Herr Krieg. Vielleicht war das gar keine Leiche, das wo die Zilli gesehen hat, ne? Ja, was denn dann zum Beispiel? Nee, ich weiß es ja auch nicht, was es war, ne? Ja, mir scheint, Sie wissen mehr, als Sie zugeben. Ich weiß gar nichts, aber es muss ja nicht eine Leiche gewesen sein, das was die Zilli gesehen hat, ne? Ach, mein Gott, na jetzt glauben Sie es uns doch endlich, Herr Kommissar. Ja. Wir sind friedliche und anständige Leute. Bei uns liegen keine Leichen rum. Hängen bitte. Mir scheint, hier stecken alle unter einer Decke. So, das wär's fürs Erste. Ja. Oder ist sonst noch irgendjemand im Haus, den ich nicht vernommen habe? Nein, ist niemand mehr da, Sie können ruhig wieder heimgehen. Ja. Bevor ich heimgehe, werde ich mir noch Ihre Backekuchen. Ihre Backstube in Augenschein nehmen. Ja, Backstube, die ist ganz da hinten, ganz rechts. Ja, was ist denn da los? Da ist ja noch jemand, das reißt ja gar nicht mehr ab. Ja, das ist mein Sohn, der andere, auf den habe ich ganz vergessen. Das verstehe ich nicht. Was? Wie man mich vergessen kann. Hä? Wer sind denn Sie? Kriminalpolizei. Eder. Eder heißt er. Ja, Also, ein Kriminaler habe ich mir ja immer ganz anders vorgestellt. So. Ich sage ja immer, im Fernsehen, da wird maßlos übertrieben. Da schauen die Kriminaler immer viel, viel besser aus. ich schau gut genug aus. So? Richtig. Naja. Name? Andreas Holzer. Ihr Alter? Hier. Ich wollte wissen, wie alt der Knabe ist. 17 Jahre, Junggeselle. Und ohne meinen Anwalt sage ich jetzt gar nichts mehr. Also, Anderl, jetzt seid doch nicht ganz so unfreundlich. Ach, keine Angst, Mutter. Ich habe ein einwandfreies Alibi. So, das wär's fürs Erste. Das wär's fürs Zweite. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Und, muss nicht sein. Ich werde dann Sie werden- morgen noch einmal kommen. Was schon wieder? Aber bitte nicht vergessen. Nein, ich hab's ja aufgeschrieben. Ja. Auf Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Ja, servus, Ding. Ja, so. Nein, ist das Maria. Sag mal, was wollte denn der? Der sucht eine Leichen bei uns. Ja, und der Nackerte noch dazu. Geht Tante Zilli nackert, hast du gesagt. Ja, natürlich. Weil wenn die was angehabt hätte, dann wär's mir sofort aufgefallen. Eine Leiche. Da bei uns. Ja? Endlich rührt sie mal was. Das hätte ich ja gar nie nicht gedacht, dass hier bei uns einmal so zugeht wie im Fernsehen. Ah, du Papa, Was denn? stimmt das?
Was denn? Ist bei uns im Haus wirklich eine Leiche? Da redet doch kein sich ans Blödsinn. Wo soll denn da eine Leiche herkommen? Hör auf mit den Schmarrn. Mein Gott, na, Silly, was hast denn da wieder angestellt? Angestellt. Ich habe überhaupt nichts angestellt. Schließlich und endlich habe ich's gesehen und ihr mit eurer Fragerei bringt's mich ganz durcheinander. Jetzt ist wieder eingeschnappt. Aber Silly, so war's doch gar nicht gemeint. Ja. Was ist denn mit dir? Gibt's halt nichts zum Essen? Ne? Doch, warum? Ja, weil du da rumstehst. Ja, na, essen wir halt ein bisschen später. Ja, von wegen, gell? Mittag ist um 12 Uhr und ein paar Minuten später. Komm, ich habe einen Hunger. Und was ist mit dir? Hast du heute an deinem Freien gar nichts anderes zu tun, als hier bei mir rumzuhocken? Hm? Wenn ich dein grantiges Gesicht sehe, dann weiß ich mir wirklich was Besseres. Eben. Jesus, ist das was Blödes. Habe ich doch meiner Lebtag noch nicht gesehen. Jetzt schauen die meine Puppen für eine Leiche an. Jesus Maria. Da darf ja gar nichts sagen, wenn ich den Irrtum aufkläre. Die lachen mich aus. Und die mit der Kriminalpolizei, den muss ich auch ablenken. Ich muss die Puppen verschwinden lassen. Wo tue ich denn bloß hin? Ah, natürlich, jetzt weiß ich. Einheizen, den Backofen, verbrennen natürlich bis nur noch. Herrschaft, jetzt hätte ich doch bald meine Schwester, die Monika, vergessen. Die wird am Bahnhof schon auf mich warten. Also das gibt's doch einfach nicht. Die kann doch nicht spurlos verschwinden. Nein, da ist er nicht. Vielleicht ist hinter dem Schrank. Schafft noch einmal. Um Gottes Willen! Aber Tante Silly, Zilli! mach's nicht! Was Bring ist dich nicht denn? um! Ha? Silly, ich bitte bring dich nicht um. Ich glaub das ja. In Gottes Namen, ich glaub das, dass du leicht gesehen hast, aber bitte geh runter von dem Hocker. Also ich glaub's ja nicht, gell? Aber wenn sich die Tante Zilli jetzt am Schrank aufhängt, dann bin ich sogar davon überzeugt, dass hier im Haus eine Leiche ist. Also, Anderl, über sowas macht man sich nicht lustig. Moment einmal, ich hör aber aufhängen, von was redst denn ihr? Ach, wegen dem Strick. Natürlich hängen mich nicht auf. Siehst du das, Mutter? Das hab ich mir doch gleich gedacht. Und außerdem, der Strick da, der war doch viel zu dünn für die Tante Zilli gewesen. Du gehst ja nicht so frech, ja? Sag mal, was soll dann der Strick? Pass auf, Leni, das ist doch ganz einfach. Ich habe mir Folgendes überlegt. Wenn ich diese Leiche jetzt finde, dann fessel ich sie. Jawohl, weil dann kann sie mir nämlich nicht mehr abhauen. Und dann kann ich euch endlich das beweisen, was ihr mir nicht glaubt. Aber Silly, wenn du die Leiche findest, dann brauchst du es nicht mehr fesseln. Sie kann doch gar nicht mehr davonlaufen, weil sie tot ist. Du Mutter, sag halt das nicht, gell? Weil einmal ist sie doch schon davon. Drum festbinden, Tante Zilli. Denn ein Toter, der guckt ganz schön schnell laufen, wenn's um sein Leben geht. Du, gell? Der Blecker brauchst du fein nicht, ja? Das war doch bloß ein Spaß. Sonst verstehst du das doch auch immer. Ja, aber bei der Wahrheit, da hört sich der Spaß auf, mein lieber Bub, ja? Mein Gott. Gott, na jetzt siehst du es wieder, was du angestellt hast, wieder mit deinem frechen Mundwerk. Mein Gott, eine runterhauen soll man da, aber das sauber nicht. Die regen sie vielleicht auf. Dann entschuldige ich mich halt nochmal. Das ist jetzt der Koffer von meiner Schwester. Die sucht sie dabei im Ort ein Zimmer. Herrschaft, hab ich doch tatsächlich meinen Autoschlüssel stecken lassen. Ich gehe jetzt ein bisschen spazieren, damit mein Hirn ein bisschen Sauerstoff kriegt. Wem gehört denn der Koffer? Den kenne ich ja gar nicht. Wir haben doch gar keinen Besuch. Eigenartig. Und schwer ist der auch noch. Zilli, lass es bleiben. Es geht dich überhaupt nichts an. Aber wissen muss ich doch, was da drin ist.
das sind ja lauter Damenwäsche. Um Gottes Willen, das ist doch tatsächlich der Koffer von der Leiche. Jawohl, das ist der Leichenkoffer. Ja, mit dem mag ich gar nichts tun haben. Jawohl, ich hab nichts gesehen, nichts von gesehen. Habe ich den tatsächlich stecken lassen? Koffer. Tu in den Laden dabei. Nein. Wo tue ich denn bloß die Puppen hin? Verbrennen. Das Feuer brennt. Das ist eine solche Scheiße, das sind. Was ist denn das da? Oh. Ja, was ist denn das für ein sündhaftes Fleckerl? Ja, wem gehört denn das? Sowas verliert man doch nicht unterm Gehen, oder? Meiner Alten gehört's nicht. Da wär's mir schon aufgefallen. Obwohl, so klein wie das ist, kann man sowas leicht übersehen. Ja. Stimmt das? Was denn? Die Mutter hat mir gerade erzählt, dass du gestern den ersten Preis nicht gemacht hast. Woher weiß denn das die Mutter? Ich hab's ja noch gar nicht gesagt. Na, ihrer nicht. Aber mir hast du das jetzt gerade eben erzählt. Na, du Hundsbub, du. Was hast du denn dann gekriegt? Oder gab's gar keine Trostpreise? Eine Frage nicht so blöd, nichts hat's gegeben, gar nichts, aus dem geht dich das einen Schmarrn an. Dann halt nicht. Ja. Aber, weißt Vater, ich hab's dir ja gleich gesagt. Mit der Sissen dorten find's bestimmt nicht. Aber auf mich, da hörst du nicht. Oh ja, du Hundsbub, du Fräger, du. Sagt was groß, dann werd's frech den Eltern gegenüber. Nein, das ist mein Feier. Die Puppen muss weg. Das ist mein Feier. Also die Zilli, die muss ich unbedingt zum Doktor schicken. Die macht uns mit ihrer Leichensuche noch ganz verrückt. Ob schon Arterienverkalkung kriegt und sich das alles einbildet. Was ist denn das? Eine Hose. Und was für ein sündhaftes. Also so schamlos braucht die Karin wirklich nicht rumlaufen. Der wäre wohl sehr erzählen. Karin, da geh mal her. Was gibt's denn, Mutter? Seit wann kaufst du denn du Reizwäsche? Reizwäsche? Seit was? Das will ich nicht mehr sehen. Hast mich verstanden? Ist recht. Du, Mutter, das ist nicht meins, das gehört mir nicht. So Schmarrn. Wem soll es denn sonst gehören? Weiß ich nicht. Also mir ist es ein bisschen zu klein. Ja, und die Tante Zilli, die tragt bestimmt sowas nicht. Na, also euch zwei gehört's ganz gewiss nicht. Also was gibt's denn da zum Lachen? Ich werde das nie begreifen, dass man sowas überhaupt anziehen kann. Unten drunter sieht's ja sowieso niemand. Aber interessieren tut's mich doch, wem das Hosal gehört, wenn's der Karin nicht gehört. Auf der Couch hat doch heute Nacht der Gustl geschlafen. Und der hat sie mit der Jacke zudeckt. Die wird ihm doch nicht aus der Jackentasche gefallen sein. Das muss ich jetzt wissen. Muss ich wissen. Gustl! Ja? Gustl! Marsch daher! Ja, Toast. Was ist denn schon wieder? Sag einmal, Ja? was hast denn du gestern unter deiner Jacke versteckt gehabt? Was? Wie du heimgekommen bist, ha? Unter meiner Jacke. Ja? Ja, mein liebes Weiberlein, die Sache war so, also
Ich kann bitte gar nichts dafür, nein, absolut nicht. Das haben sie mir in die Hand gedrückt. Ich habe überhaupt nicht, ich habe es gar nicht wollen, aber ich habe es nehmen müssen. Ne? Ich kann auch nichts dafür, mir wäre es anders auch lieber gewesen. Ne? Also, du ganz gemeiner Schuft, du Betrüger, du Fremdverführer, du! Ja, spinnt jetzt meine Alte, ja? Das ist doch das Hosel, das was ich gefunden habe. Und ich hab schon gemeint, mein Alte ist mir auf meinen Trostpreis draufgekommen. Das ist ja auch zu blöd, ist das zu blöd. Dass so eine große Puppen kriegt man als Trostpreis. Wenn sie mir wenigstens einen Gutschein gegeben hätten für einen Sexladen, ne? Den hätte ich in meiner Brieftaschen verstecken können. Aber das ist ja drum Puppen, wo tue ich denn die hin? Jetzt ist meine Feier. Bäcker bin ich geworden. Heizer hätte ich werden sollen. Na, also der Sauerstoff hat mir auch nicht geholfen. So, jetzt ist der Koffer auch weg. In diesem Haus verschwindet doch tatsächlich alles. Zuerst die Leiche ist weg, dann ist der Koffer weg. Ich bin fix und fertig. Es klopft. Wer kommt denn jetzt, die Leiche oder der Koffer? Ach, Schmarzilli, reißt jetzt am... Herein! Aha, die Leichentelefonistin. Ja, das ist aber ganz gut, dass Sie da sind, Herr Leicheninspektor. Ja. Stellen Sie sich vor... Der Eder ist mein Name. Nein, das weiß ich doch schon. Ah ja. Ich meine natürlich, stellen Sie sich vor, jetzt ist doch dieser Koffer auch weg. Aha, der Koffer ist weg. Jawohl. Welcher Koffer? Ja, also, als ich zuerst da reingegangen bin, da ist doch tatsächlich da ein Koffer gestanden. Hier. Jawohl. Ja. Und nachdem ich ja überhaupt nicht neugierig bin... Ja, haben Sie ihn aufgemacht und haben reingeschaut? Richtig. Ja. Und was glauben Sie, war in diesem Koffer drin? Die Leiche. Nein, falsch. Die Kleidung und die Wäsche der Leiche. Aha. Leiche holt Koffer. Aber zu was? Leiche will sich anziehen. Na, das geht doch gar nicht. Eine Tote kann sie doch gar nicht anziehen. Ach so, ja, Entschuldigung. Tja, warum denn? Der Mörder! Wo? Also, Nein, ich meine natürlich, der Mörder hat den Koffer geholt. gut, komm. Wo soll ihn hinkommen? Nein, gut kombiniert. Ja, Mörder holt Koffer. Richtig. Ja. Mei, Sie sind so ein schlauer Leicheninspektor. Das weiß ich schon, das sagt mein Chef auch immer. Er sagt immer, wenn wir nur Sie nicht hätten. Ja. Also ich muss sagen, ich hätte Sie ganz gern. Ja, also, wenn ich jetzt dann den Fall gelöst habe, dann... Was dann? Dann hätte ich Ihnen auch gesagt, dass Sie mir ganz gut gefallen. Sie haben so einen scharfen... Haben Sie das auch schon bemerkt? So einen scharfen Verstand und wir könnten dann alle Fälle gemeinsam lösen. Ja. Ja, das ist die Idee. Ja, dann werde ich also jetzt wieder gehen. Ja. Auf Wiederlösen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Andere Seite. Also ja, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. 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 Ein netter Mensch. Endlich einer, der mich erlöst. Okay. Was tust denn du da? Ich bin schon fertig. Na, geh, Mutter. Mutter, komm, das putzt doch bloß alles ein. Der Vater soll die betrügen, na komm, das glaube ich. Das bild ich mir nicht ein. Er hat mir's ja gerade vorhin eingestanden. Oder glaubst du, dass er jetzt umsonst so davor ist, ha? Ich habe einen Entschluss gefasst. Ich lass mich scheiden. Geh, Mutter, zwingst du am Hoser, lässt man sich doch nicht scheiden. Wegen dem Hoser lassen wir ja nicht scheiden, sondern wegen der, die in dem Hoser drin gesteckt ist.
Also das verzeih ich ihm nie. Oh, Mutter, komm, weißt du was? Jetzt redst einfach mit dem Vater nochmal drüber. Du wirst sehen, dass das alles ein Missverständnis ist. Das klärt sich auf, bestimmt. Was? Ich? Ich mit dem Vater noch einmal reden? Kommt ja gar nicht in Frage. Wir haben ausgeredet miteinander. Der ist Luft für mich. Mit dem bin ich fertig. Ei, das ist aber ein Schlamassel. Ja, also komisch ist die Sache schon. Wem gehört denn das Hosal? Mein Feuer brennt. Ein Großfeuer. Jetzt kommst du aber rein, meine liebe Puppe. Dich hin und her schleppen, mir trifft nicht mal der Schlag. Vater? Ja! Was ist denn, ha? Du Vater, red halt mit der Mutter nochmal. Was? Die erzählt mir dauernd was von einem Hosal und was weiß ich alles. Das ist doch ein Missverständnis, oder? Na sag einmal, bin ich denn hier in einer Irrenanstalt? Die Mutter schmeißt mir die Hosen da am Schädel und ich weiß nicht einmal, wem sie gehört. Das weißt du ganz genau, du Weiberheld. Hat sie wieder gehört? Ohrwaschen hat sie wieder Luxus, sag ich dir. Sag mal, gehört denn die Hosen nicht dir, ha? Nein, Ja, Meister, machst du heute schon eine Reizwäsche-Show? Was? Gehört dir das, ha? Nein, das Ja. kann ich mir... Wenn mich nicht alles täuscht, dann kenne ich das. Was? Ich glaube, das ist das, was ich vor 8 Wochen der Monika zum Geburtstag geschenkt habe. Was? Dir gehört das Hosal? Was? Und das traust du auch noch sagen? Du gemeiner Kerl, du betrügst mich schon, bevor wir verheiratet sind! Aber Karin... Was? Ja, sag einmal, bin ich denn hier blöd? Was soll denn das heißen? Bevor wir verheiratet sind? Das Hosal habe ich vor 8 Wochen meiner Schwester, der Monika, gekauft. Ja? Ja, und weil mir die Karin gefällt, möchte ich der Karin auch so Hosen kaufen. Was? Ja, sag mal, was fällt denn dir ein, ha? Meiner Karin, meiner Tochter, so ein sündhaftes Hosel zu schenken? Was heißt da sündhaft? Das ist eine ganz normale Unterhosen. Das tragt heutzutage jede Frau. Meine Alte nicht! Und lass dir das nicht einfallen, meiner Tochter sowas zu schenken. Sonst ist der letzte Arbeitstag der nächste erste. Ist das klar? Gut, kaufe ich keine Hose. Ja, wird da gleich Glücksche. Du meinst aber ganz was anderes. Ja. Interessieren darf mich, wie die Zilli da draufkommt, dass bei uns im Haus da ein Leichen sein soll. Ach, was ich- soll denn die gewesen sein? Ich weiß es auch nicht, wie meine Schwester, diese blöde Gans, auf so einen Irrtum kommt, dass in diesem Schrank eine nackte Leiche hängen soll. Was, in dem Schrank Ja. da? Geh, wie kann man denn die in den Nicht, Schrank nicht, da nicht, rein? nicht aufmachen! Verstehst jetzt, warum dass ich diese Puppe in den Schrank rein versteckt habe? Ich hab doch nicht wissen können, dass meine Schwester, dieses blöde Luder, diese Puppen für eine Leiche anschaut und gleich die Kripo anruft, oder? Meister, das wird ein Schinschlamassel. Ja, du musst mir helfen, Toni. Diese Puppe muss verschwinden. Wenn die Polizei nichts mehr findet, dann verläuft doch die ganze Sache im Sand, oder? Ja, weißt, ich würde dir ja gern helfen. Ja? Aber du hast ja noch gesagt, ich soll die Finger von deiner Tochter lassen. Ja, und nachdem die Karin ein Mitglied deiner Familie ist, Ja. zu der wiederum du gehörst, Ja. halt ich mich lieber aus der ganzen Sache raus. Toni. Anton. Antönchen. Du kannst mich doch jetzt nicht im Stich lassen. Mich einem ungewissen Schicksal überlassen. Wie gesagt, ich dachte ja sakrisch gern helfen, aber... Was denn aber? Na, schau, also, pass auf, also wenn du mir hilfst, dass ich aus dem Schlamassel heil herauskomme, dann habe ich auch nichts mehr dagegen, wenn du meiner Karin weiterhin schöne Augen hinmachst, gell? Das ist ein Angebot. Ja. Wenn du jetzt nur sagst, dass die Karin und ich heiraten Ja, dürfen, was? dann war meine Hilfsbereitschaft dir gegenüber natürlich schon enorm gestiegen. Was, hä? Ja, meinen Schwiegerpapa werde ich doch nicht im Stich lassen. Was, heiraten? Ja. Oh. Also gut, von mir aus. Aber auch nur, wenn die Karin dich auch gern hat, gell? Gut, eingeschlagen. Ja, eingeschlagen. Aber da war noch was. Noch was? Was denn noch?
Klang das nicht, dass ich die Zukunftspläne meiner Tochter in den Wind geschleudert habe? Na, so einen schlechten Fang hast du mit mir auch wieder nicht gemacht. Also, raus mit dem Farb, was willst du denn noch? Dass ich in Zukunft sag, wie deine Händeln und Krapfen gemacht werden. Was? Weil das Papa, das hier jetzt zeigst, das wir bis jetzt verkauft haben, das mag doch kein Mensch mehr. Heute schaut doch alles auf die Figur. Mir bleibt die Sprache weg. Du sagst, meine Händeln und meine Krapfen, die sind pappig? Ja, das muss einmal gesagt werden. Auch wenn ich das lang nur runtergeschluckt hab. No. Aber wie gesagt, wenn du meine Hilfe nicht brauchst, musst du jetzt selber schauen, wie du aus dem Schlamassel rauskommst. Auf Irreführung der Polizei stehen ja bestimmt ein paar Jahre. Hallo, bleib doch sitzen. Wir werden doch noch ein paar Minuten überlegen dürfen, oder? Also gut, einverstanden. Und meine Krapfen sind wirklich pappig? Wie Kaugummi. Oh, jetzt hörst du aber auf, gell? Ja, wenn du mich schon so fragst, kann ich nicht anders dazu sagen. Also gut, ich bin einverstanden. Aber das pappig, das nimmst du zurück, gell? Also gut, wenn du dich dann besser fühlst, ich nehm's zurück. Auch wenn's stimmt. Gut, mein Gott. Auf was hab ich mich da nur eingelassen und alles wegen dieser blöden Puppe? Wenn ich es nicht gleich verbrennt hätte. Trag's mit Fassung, Meister. Zum Verbrenner war's viel zu schade. Und du bist mit allem einverstanden? Sowieso. Beruhig dich, Gürtel. Was sagst du, Meister? Nichts, gar nicht. Mir ist gerade das schöne Bibelwort eingefallen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber ich kann mich selbst überhaupt momentan gar nicht leiden. Nein, absolut. Nein. Also das hätte ich mir auch nicht träumen lassen, dass das einmal so kommt. Ha, der Meister frisst mir aus der Hand. Und alles nur deswegen, weil er die Blamage mit seiner Schaufensterpuppen nicht verkraft. Gott sei Dank ist niemand da. Ich brauche ja nicht wissen, dass ich Gymnastik mache. Wenn wir so abnehmen. Ein bisschen wenigstens abnehmen. Ich muss ja mindestens 20 Zentimeter abnehmen. Da brauche ich ja 3 Tage dazu. Aber das schaffe ich schon. Das schaffe ich schon. Irgendwie schaffe ich es. Ja. Gut. 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 Da lacht man. Ich schaff's. Schau mal. Noch nicht sagen, Mama. Ich schaff's. Ich schaff's. Bisschen weich machen, lockern. So, jetzt. Mama, hab ich auch noch nichts. Mutter, du, also der Vater ist absolut unschuldig. Ich habe jetzt vorhin gerade mit ihm geredet und da hat er mal gesagt, Mutter, sag einmal, hörst du mich? Mutter, was mach? Nimm halt einmal das Ding da ab. Was ist Sag denn? mal, was machst denn du da um Himmels Willen? Ja, also trocken schwimmen tue ich nicht. Sieht da jeder halbwegs gebildete Mensch, dass ich Gymnastik mache, oder? Was? Ja. Du machst Gymnastik? Ich mach Gymnastik. Ausgerechnet du, was du immer gesagt hast, dass das was für gespinnet ist. Ich habe mir eben meine Meinung jetzt geändert. Ich mache jetzt so lange Gymnastik, bis ich so viel abgenommen habe, dass ich in das Hosel reinpasse. Jawohl. Aber Mutter, das Hosal hat doch ganz wem anders gehört. Brauchst dein Vater gar nicht in Schutz nehmen, gell? Auch Väter können Bossa Novas sein. Ja. Bossa Novas? Ach, du meinst
meinst Casanova. Ist mir wurscht, wie der Kas heißt. Auf alle Fälle sind sie. Mei, und die Puppen ist immer noch im Schrank. Es wird Zeit, dass verschwindet, mein Lieber. Allerhöchste Zeit. Ah, da bist du ja. Toni, die Puppe muss verschwinden. Wenn die Kripo noch mal kommt, dann bin ich blamiert bis auf die Knochen. So viel gesehen habe, ist niemand im Haus. Niemand Pass im auf, Haus? jetzt gehen wir so. Ja, gut, gehen wir so. In Ordnung. Komm, geh her. Auf geht's. So, so. Los her damit, komm. So, jetzt biegen wir uns ein bisschen zurück. So, so. So, gut ist. Oder? Ja. Setz mir einmal das Ding da auf. Aha. Ja, da schau her, ja. Ah, Schaut gar nicht mal so schlecht aus. schaut gleich viel gell? besser aus, hä? Ja. Ja, jetzt brauchen wir bloß noch ein Bikini. Ja. Weil ganz ohne können wir es nicht ins Schaufenster aussitzen. Was, ins Schaufenster? Mir gefällt es so auch gut, da brauchen wir kein Schaufenster. Ja? Na gut, ich werde mal schauen, wo meine Alte ihren Badeanzug versteckt hat. Ja? Ob der passt? Das werden wir schon sehen. Also nach meinem Aug und Handmaß darf die eher die Figur von meiner Karin haben. Da schau her. Der wird schon passen, oder? Meinst du nicht, dass der ein bisschen arg groß ist? Ja, Hä? was heißt, oben ist halt meine Frau ein bisschen besser gebaut, ne? Die zwei Gaudi-Nuckeln, wo die hat, ist einer gar nicht wert. Der versteckt er, oder? Aber untenrum hat meine Frau eine Figur wie eine 20-Jährige, eine solche Talille. Genau hast du die Frau aber auch schon lange nicht mehr angeschaut. Hä? Man kann sich ein bisschen verschätzen, gell? Ein bisschen ist gut. Außerdem habe ich mit meiner Alten schon ein paar Jahre nicht mehr beim Baden, oder? Ich glaube dir gleich. Also noch, erzählen wir es mal so. Da geh her. Da? So, da geh her. Hinein mit dem Fusser. So. Jetzt hinauf damit. So, Ah, geh her da, so. Mantel nehmen. Handel, ne? Wo ist Handel? Ah, da ist es, ja. Warte ein bisschen. So. Moment, ja, so schnell geht das nicht. Ja, Ja, ist. ja, oh. Was ist denn da? So, jetzt da schon mal her. So schlecht schaut doch die gar nicht aus, oder? Gut, Perücken. Setze die wieder auf. Weil das mit meiner Alte sieht, das ist ihr Faschingsperücken. So, jetzt so. Passt. Ja. Toni wird sich freuen, wenn Passt ich... ja ganz. Sagt mal, was macht's ihr da? Der Bauer, auf den habe ich schon wieder ganz vergessen. Das ist jetzt halt in den letzten 2 Tagen schon das 2. Mal, wo du mich vergessen hast. Ja. Ich glaube, zurzeit stehe ich bei dir nicht gerade hoch im Kurs. Ein Glück, dass ich nicht sensibel bin. Sonst würde ich mir jetzt glatt erschießen. Ja, so war es auch nicht gemeint, aber du kommst auch immer in einen Moment, wo man dich nicht brauchen kann. Ah, du Papa, Was? kann das sein, dass das vielleicht die Leiche ist, die die Tante Zilli gesehen hat? Der Bub hat wirklich einen Indianerinstinkt, Ja, hä? Der merkt aber auch alles. Wenn ihr jetzt halt nicht genau wisst, dass das, was die Puppen da hat, der Badeanzug von meiner Mutter ist, Ja. dann hätte ihr Gemeinheit auf der Zunge. Schluck's runter. Wenn du keine Watschen riskieren möchtest, gell? Schau lieber mal, ob du nicht einen Bikini von der Karin findest, weil mit dem da lachen uns halt Leute aus. Meinst du? Tatsächlich. Ich glaube, ich muss mir meine Alte mal wieder länger anschauen. Ja. Du, über was soll ich mit dem freien, hä? Du, siehst du das? Jetzt habe ich es vergessen. Die Vergesslichkeit von meinem Vater ist ansteckend. Mei. So. Der ist ja schon uralt. So. Naja, also ein bisschen Tür ist schon, gell, aber ansonsten kann sich ein Fahrgestell schon sehen lassen, gut. Der Fahrgestell ist genau richtig für die Reklame, die ich vorhab. Du Antal, schau mal, ob du nicht irgendwo einen großen Karton findest, auf dem man was draufschreiben kann. Und bringst gleich einen dicken Filzstift mit. Mei, wenn ich jetzt halt nicht zu neugierig war, für was du wieder den Karton brauchst, dann würde ich sagen, such den selber. Aber so, naja. Mir kannst du jeden Schmarrn schaffen. Armer Kerl, überarbeit dich bloß nicht, gell? So, der wird schon passen, oder? Ja, der reicht Da, gleich. her. Also, na, da geh her, hängen wir hier rum. So, da. Aha, da schau her, hinein damit. Halt, Umdrehen. Und da, so. Jetzt geh her, hast du es? Ist schon drin? Gut. Jetzt kommt's Hose noch, da geh her. Hinein damit, da schau her. Ah, ja. Den Finger raus. Ja. So, da, Hannes. So, da, jetzt geh her da. So.
gar nicht geglaubt, dass mein Karin so ein dürres Luder ist. He? Brauchst keine Angst haben, an die richtigen Stellen ist schon was dran. Ja. Ich muss in der letzten Zeit sehr traumhaft gewesen sein, dass ich nichts gemerkt habe von euch zwei. He? Tröst dich, deine Frau hat auch nichts gemerkt. Ja, bei dir ist nicht zu verwundern. So, Toni, da ist jetzt der Karton. Reicht dir? Der passt schon. Pardon? Du, mir ist jetzt wieder eingefallen, was ich da erzählen wollte. Ja. Heute Vormittag, da habe ich meinen Schulkameraden getroffen und der hat mir erzählt, wie die Preisverleihung ausgegangen ist. Ja, und red schon. Also, mein Vater ist nicht Erster geworden. Was, das weißt du schon den ganzen Tag? Dass du als Trostpreis das Zuckerpuppel da gekriegt hast. Ja, warum hast du das dem Kriminaler nicht gesagt? Ja, was gängert denn dem die Zuckerl von meinem Vater an? Ja, wer ist denn nachher der Erste geworden? Die Nummer 17. Das, wenn ich wüsste, wer die Nummer 6. Ja, aber das Das ist ist doch... deine Nummer, genau, Toni. Was? Ja. Deine Nummer? Wieso hast du auch mitgemacht? Ich hab dich ja gar nicht drüben gesehen. Ja, der Toni war ja auch nicht dort. Aber ich, bevor du hingekommen bist, Ja? hab ich für den Toni die Torten abgegeben. Das hast du gemacht. Ja? Mein eigenes Fleisch und Gemüse, Blut. Schämst du dich gar nicht, mich so zu hintergehen? Aber Vater, Hä? wenn ich's doch nicht gemacht hätte, dann war der Toni nicht Erster geworden. Aus der Idee, die ich hab, da bringen wir den Laden wieder in Schwung wie nix. Er ist Erster. Du, pass auf, das ist die Urkunden, die es mir gegeben haben. Schön, gell? Urkunde. Ja. Für die hervorragende Leistung im Bäcker- und Konditorenwettbewerb 1990. Hallo. Darf ich es auch einmal in die Hand nehmen? Ja. Mei, ist das was schön. Du, schau her, das Kuvert, das haben sie mir auch in die Hand gedruckt. Das ist ein Scheck über 5000 Mark. Den kann ich als Startkapital in die Ehe ganz gut Du brauchen. kannst mir auch die Hälfte geben. Was machst du denn? Aber die Urkunden kommen gerade im richtigen Augenblick. Die stellen wir mit einem Reklameschild und mit ihrer Puppen ins Schaufenster. Was? Du willst den Schandfleck meiner Ehre ins Schaufenster stellen? Das gehört doch alles zu meiner Idee. Mein Vater sei Zuckerpuppe bei uns im Schaufenster. Schau, wer Zuckerpuppal. Weißt du wieder, was zum der Blecker hast da drüben? Aber Vater, wie denkst denn du von mir? Wenn du wüsstest, wie leid du mir tust. Ja, ich hab mir gedacht, wir setzen die Puppen mit einem Schild ins Schaufenster, auf dem steht, dass alle Leute, die bei uns einkaufen, keine Angst haben brauchen, dass sie dick werden. Sondern alle rank und schlank bleiben. Trotz haben sie guten Sachen. Ja, und was willst du auf den Karton draufschreiben? Ja, irgendwas. Wie zum Beispiel, wollt ihr auch Bikini tragen? Legt euch Holzerstorte in den Magen. Ah, na, das geht Wollen wir nicht nicht. gut. Ja, Aber ja. ich weiß was, pass auf. Ja. Willst du Beine wie Sophie, dann isst die Torten von Toni. Ja, so ein Schmarrn. Na, sowas muss einen Schwung haben, ne? Ja, das war was. Ja. Und wenn die Nonnen schmachten in den Klostern, dann ist Ostern. Hey. Das passt doch überhaupt nicht. Warte. Passt nicht. Jetzt weiß ich was. Unsere Sachen müsst ihr naschen, wollt ihr die Figur erhaschen. Erhaschen. Ja. Erhaschen. Na, oder, jeder möchte so schlank gern sein, drum kauft's in diesen Laden ein. Ja, das ist alles noch nicht das Richtige. Nein. Irgendwie muss das wie Musik in die Ohren klingen, sodass die Leute nicht mehr aus dem Kopf geht. Ja, Musik brauchen wir dazu. Wie Musik klingt's in den Ohren, neue Torten sind geboren. Ja. Seit wann werden denn Torten geboren, ha? Das war doch bloß ein Vorschlag. Ich bin doch auch geboren worden. Ja, aber nicht als Torte! Na, das nicht. Also. Aber aus dem Ofenbacher bin ich auch nicht. Leider, weil sonst hätte man dann nämlich beim Rausbacher der Mundwerk ein bisschen entschärfen können. Ja, Heute jetzt fällt mir was ganz kurz ein. ja, Pass auf. ja. Komm her. Was denn? Meister Holzer bäckt für Sie die reinste Schlankheitssymphonie. Das ist ganz, das Ja, bleibt auf, das ist ganz gut. Mei, was hab ich bloß für einen gescheiten Buben? Ja. Sagt der Römer, nicht verzagen, Andal fragen. Ja, So, Meister, Meister Holzer, Holzer. bäckt für Sie Meister Holzer, das bin ich. die reinste du Toni, wie schreibt man Symphonie? Ja. Also das... Was? Sag einmal, das gibt's doch nicht. Du weißt nicht, wie man Symphonie schreibt?
Hat die Welt schon sowas gesehen? Ja, was habt ihr nie für einen blöden Burm? Ja gut, dann sag mal's doch du, Vater, wie man Symphonie schreibt. Das ist nicht zu fassen, der weiß nicht einmal, wie man Symphonie schreibt. Also pass auf. Toni, sag's ihm. Los, Toni, sag's ihm. SYNPH und ohne. Ja, ohne ist ganz wichtig. Ohne. Ja. So, fertig. Ja, Und wie schaut's aus? gut. Ganz gut. Das gefällt mir auch. Ja. Siehst du das, Toni? Jetzt kannst du es beweisen, dass deine Idee mit dem Schlankheitsfimmel von die Leid hinhaut und einschlägt wie eine Bombe. Wart, da fehlt noch was. Da Was schreibst du fehlt das noch? noch drunter, pass auf. Ja. Inhaber der Auszeichnung, Doppelpunkt. Inhaber der Auszeichnung Nicht ausschreiben, Zwei zwei Punkte Punkte. macht man da. So, Zuckerbäcker Nummer 1. Zuckerbäcker Nummer 1. Zuckerbäcker Nummer 1. Gustav Holzer. Gustav Holzer. Toni, du bist Erster geworden und ich soll die Lorbeeren einheimsen. Mir wird sich meine Karin freuen, wenn ich dich als Schwiegersohn heimbringe. Ja. Ja, aber ich bekomme Antoni als Schwager. Erstes Bruder, entschuldige dich, habe ich schon wieder vergessen. Aber das bleibt unter uns drei, gell? Großes Indianer. Jawohl. So, jetzt gehen wir so. Jetzt setzt ihr die Puppen dabei in Schaufenstern aus und ich hole eine Lampe. Also zu was denn eine Lampe? Schließlich müssen wir es in der Nacht ja auch beleuchten. Beleuchten, natürlich. Das war doch immer schon mein größter Wunsch. So, Jawohl. also du Papa, Was denn? das ist weil gar nicht so ohne, wenn man so ein Figürchen in der Hand hält. Okay. Schaut, dass das bloß ein Puppen ist. Na, hör doch auf, für was anderes wärst du auch viel zu jung. Bei euch Erwachsene kennt man sich nicht aus. Für das, was mir gefallen kann, Ja. da bin ich zu jung. Aber fürs Arbeiten, was mir überhaupt nicht gefällt, da bin ich alt nur. Beim Jammern, da wärst du der Meistertitel geworden. Ich habe nie gedacht, dass das so anstrengend ist. Das habe ich im Waldlauf gemacht. Aber so viel kann ich auch in meinem Leben nicht abnehmen, dass ich in diese Hosel nicht passe. Ja, Mutter, Wenn du ich- bist ja endlich. Sag einmal, wo warst denn du so lang? Ja, wo wäre ich denn gewesen sein? Gymnastik habe ich gemacht, am Waldlauf. Ich habe einmal was für meine Gesundheit getan, ne? Also, wenn du jetzt einmal fertig bist mit deiner Schnauferei, kannst du mir dann endlich mal zuhören, was ich da zum Song habe. Oh, das Was zählt die möchtest Leute du an, schon es wieder läuft die sagen? Flee. Ja, Sag einmal, Meisterin, was schnaufst denn du so? Ist da wer nachgerannt? also außer ein paar Hunden niemand. Also, Mutter, der Vater, der ist absolut unschuldig, das weiß ich jetzt ganz gewiss. Weil der gemeine Kerl, der schon vor der Hochzeit fremd geht, das ist ein ganz anderer. Weil Karin, jetzt lass das halt endlich erklären. Lang mich nicht an! Und ich wollte überhaupt nicht mehr sehen. Dann halt nicht. Dickschädel, Sturer. Geh doch zu. Was sagst du da? Der Vater ist unschuldig? Lasst mich die umeinander turnen wie eine Geisteskranke? Obwohl sie weiß, am Vater gehört das Hosel gar nicht. Wen gehört's denn? Ach, Mutter, ich bin so unglücklich. Ja, wieso denn du? Ich bin ja mit dem Vater verheiratet und nicht du. Um den Vater geht's doch gar nicht. Also, wie es ausschaut, gehört dem Toni das Hosal. Aber dass mir der gemeine Kerl schon vor der Hochzeit betrügt, das hätte ich ja nie gedacht. Du, Moment einmal. Einen Moment. Du regst dich auf, weil am Toni das Hosal gehört? Hochzeit? Ja, möchtest du vielleicht behaupten, dass ihr zwei Techtelmechtel habt, hä? Was habt's denn? Ja, so ein bisschen halt so. Weißt schon. Aber jetzt ist sowieso aus, weil solange das mit dem Hosal nicht geklärt ist, braucht man der überhaupt niemand da down kommen, der Kerl, der. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Haben die zwei ein Techtelmechtel miteinander und ich merk's nicht einmal. Ja, weiß der Vater was davon? Nein, ich glaub nicht.
Aber jetzt ist er sowieso aus. Da. Kannst du weiter turnen? Du hast es zwar nicht nötig, aber ich brauch's ja nicht mehr. Der Vater ist unschuldig. Und vom Toni wissen wir das noch nicht so genau. Also pass mal auf, ja, so wie schaust denn du aus? Ne? Oh, entschuldige, wir stehen ja auf Kriegsfuß zusammen. Na, Gustl. Gustl, schau her. Ich hab doch nur Sport getrieben, dass ich mich fit halte. Für meinen Fashion-Mann. Hör auf. Du gefällst mir so auch. Ja, das weiß ich auch. Also, Und darum habe ich auch beschlossen, keinen Sport mehr zu betreiben. ja, Sammy Briefmarken ist gescheiter. Sondern die betreiben, die es nötiger haben. Meine Karin hat das auch nicht nötig. Und dafür hast du anscheinend ganz was anderes nötig, hm? Geh, jetzt stell dich doch nicht so an. Nimm deinen Toni, der Vater hat nichts mehr dagegen. Aber ich. Hey, bei denen Weiber soll sich einer auskennen. Einmal wollen's, dann wollen's wieder nicht. Woher warst denn du das? Ah? Leni! Was ist Leni, geh mit mir sofort in Land. Stell dir vor, im Schaufenster, da sitzt sie nachher, die ihn schon ankennt, ist Aber gesucht. Tante Zilli! Da. Was Das ist ist denn? doch eine Schaufensterpuppen. Ja, Was ist das? Eine Schaufensterpuppen. Eine Schau? ja, Die hat aber so echt ausgeschaut. ja, Also, Zilli, wie man sich nur so verschauen kann. ja. Mein Gott, was habe ich bloß angestellt? Du glaubst, dass wir die jetzt einsperren bei Wasser und Brot? Na, du kriegst Semmeln. Ich bring's dir sogar selber vorbei. Ohne Futter. Na, Zilli, die sperren die nicht ein. Schau her, Irren ist doch menschlich, oder? Ja. Aber mich tät eines interessieren, Was denn? wie die Puppen in den Schrank nicht kommen. Ja, das hat mich auch. Sei sie, der Meister. Darf ich so, ja? Ja, also, meine liebe Gattin, die Sache ist folgendermaßen passiert. Der erste Preis war eine Urkunde und diese Puppe. Ne? Im ersten Moment habe ich nicht gewusst, was ich damit tun soll, bis mir dann die Idee mit dem Schaufenster gekommen ist und da habe ich es einstweilen in den Schrank rein versteckt. Ne? Und ich, Rimpf, ich hab's wie eine Leiche gehalten. Ja, Mensch, schau, Zilli, ich habe nicht wissen können, dass du so dumm bist und gleich die Kripo anrufst, ne? Weil du die Puppen als Leiche anschaust, ne? Und danach wollte ich noch nichts mehr sagen. Ja, und weil meinem Vater die super Idee gekommen ist, dass die Leute heutzutage gar nicht mehr so süß essen, hat er Toni gefragt, ob er ihm hilft, ab jetzt seine Sache anders zu machen. Ja. Geh, Vater! Den Schlag kriegst du zurück. Na ja, gut, ich meine, mit dem modernen Zeug bin ich nicht so bewandert, ne? Ja. Die Idee, die der Meister gehabt hat mit der Puppen, dem Schild und der Urkunden, war doch die beste, die er je gehabt hat. Hab ich schon jemals eine bessere Idee gehabt, ne? Also, Gustl, Was war's denn? ich bin ja mächtig stolz auf dich. Na, mach keinen Schmarrn. Ja, du, also dann warst ja du nur so kratzbürstig, weil du einen Kater gehabt Aber hast. was heißt Kratzbürstig und Karte, wenn man meinen Sieg ein bisschen gefeiert, ne? Was hältst du von der Idee, Karin? Schließlich sollen wir zwar, wenn wir verheiratet sind, deinen Vater tatkräftig unterstützen. Das interessiert mich nicht. Mei, was interessiert dich denn dann? Wem das Hosal gehört hat. Das Hosal hat wahrscheinlich meiner Schwester, der Monika, gehört. Ich habe ja wenigstens so ein Spaß eins zum 18. Geburtstag geschenkt. Wie aber das Hosal aus dem Koffer rausgekommen ist, das weiß ich auch nicht. Hast du Koffer gesagt? Was denn für ein Koffer? Koffer, der da gestanden ist? Ja? Dann glaube ich, kann's ich aufklären. Du schon wieder. Ja, mein Gott! Einer muss sich ja um alles kümmern, oder? Also der Koffer stand da so da und weil ich natürlich schauen habe müssen, wem der gehört, habe ich reingeschaut und bei der Gelegenheit muss das Hosal rausgefallen sein. Ja, Toni, dann bist ja du ganz unschuldig. Das will ich dir doch die ganze Zeit erklären, du Dummerl. Ach, Toni. Sakra, Sakra, was habt's mir für eine Sau? Für eine saubere Puppe im Schaufenster drin, die war doch gestern noch nicht drin. Das ist unsere Leiche, Herr Kriminaler. Das ist die Leiche, die wo ich im ganzen Haus gesucht hab. Ja. Um Gottes Willen, und sowas muss mir passieren. Mir, wo in der ganzen Dienststelle als schlauer, wie heißt denn der Ganzjäger, Fuchs bekannt bin, wo ich doch in jedem Fall bis ins Detail aufklären hätte sollen. Sagen Sie mal,
werde ich jetzt eingesperrt bei Ihnen? Nein. Nicht? Na, Schade. ja. Ich meine, irren kann sich ja jeder mal. Ich irre mich ja auch immer. Na, das ist ja nicht strafbar. Naja, dann könnten wir aber doch jetzt anfangen mit dem gemeinsam lösen. Ja, dann löst man uns, ja. Also, das wird feiern. Euren Wein, euer Gläser. Das müssen wir jetzt feiern. Jetzt können wir anstoßen, Verlobung auf die zwei, gell? Ja, müssen Toni, wir ja. auf meine Karin, gell? Das wird eine schöne Familie. Jetzt rauskommen, die ganzen Leute stehen eine Schlange vor einem Schaufenster. Was? Vor unserem Schaufenster stehen die Leute Schlange? Ja, das war ja noch nie da. Und das alles nur wegen meinem Vater, seinem Zuckerpuppal. Ja.